Servus bei der Hamm in Bayern. Ich bin heute bei der Maibaumwoche in Unterföhring und zwar bei der Ilse, Sandl, Robert und Michi. Genau, und was die Maibaumwoche bedeutet, das lernt ihr heute bei mir. Oder bei uns. So, Ilse, jetzt stehen wir vor der Rente. Die hast ja du gemacht. Ja. Mit lauter Fotos. Also, es ist quasi von Anfang an bis jetzt, oder? Genau. Wir haben angefangen, wie wir einen Maibaum ausgesucht haben vom Trachtenverein, waren wir da im Wald, da hinter Freising. Und wie er gefällt worden ist, da ist er uns dann die Spitzen leider abgebrochen. Oh ey. Und dann beim Schäpsen, das haben wir mit den Burschen gemacht. Schäpsen ist quasi, wenn man drin weggemacht. Wenn man drinnen weggemacht, ja. Und dann die Fahrt nach Unterföhring und dann die Ankunft. Und dann haben auch schon ein paar Diebe da gewesen. Und das haben wir alles da dokumentiert. Wenn jetzt der Baum geschlagen ist, dann wird es gefährlich. Nein, beim Schlagen noch nicht. Es wird erst gefährlich ab dem Zeitpunkt, wo er in Unterföhring ist. Ah ja, das heißt quasi, der darf erst gestohlen werden, wenn er in der Gemeinde ist. Genau. Sauber. Stein wollten sie 4-mal schon. Aber haben sie geschafft. Nein, Gott sei Dank Noch nicht. So, jetzt haben wir endlich am Baum. Wie lang ist jetzt der eigentlich? Der ist jetzt 28 Meter lang, wiegt 3 Tonnen. Sauber. Und ihr habt da extra was gebaut, dass der Baum quasi geschützt und trocken bleibt? Genau, das hat hauptsächlich die Feuerwehr gemacht, mit Unterstützung von ein paar Burschen. Haben sie das zum Teil vorher schon vorbereitet, bevor der Baum gekommen ist und danach noch fertig, dass er auch schön trocken bleibt. Und jetzt, wenn man mitkriegt, dass quasi der Baum jetzt gestohlen wird. Sagen wir mal, der ist jetzt schon weiter weg, also aber innerhalb der Gemeindegrenzen. Das ist bei uns daheim so, wenn jetzt dem, wo der Baum kehrt, nur rechtzeitig nachkommt und sagt, Hand drauf, der Baum bleibt da, dann bleibt der Baum da. Ist das bei euch auch so? Genauso ist es bei uns auch. Sobald einer die Hand drauf legt und sagt, der Baum bleibt da, dann müssen sie den Baum wieder zurücklegen. Dann ist es vorbei. Dann hat man noch Glück gehabt, oder? Ja, genau. Und wenn es dann drüber geht, wie ist das dann? Sobald er über die Ortsgrenzen weg ist, dann kann man versuchen, ihn zurück zum Klauen, aber normalerweise tritt man dann in Verhandlungen ein, dass man den Baum wieder auslösen kann. Ah ja, und was ist das meistens dann, die Auslöse? Ja, meistens lassen sie sich halt ein kleines Festel zahlen oder ein paar Getränke, je nachdem. Was muss jetzt passieren, dass ihr sagt, nein, falls den Baum, wir nehmen ihn nicht mehr zurück? Ja, also normalerweise probiert man natürlich auf jeden Fall zurückzukriegen, aber wenn die Forderungen jetzt natürlich total überzogen sind, dann sagt man halt irgendwann nein, also dann polzen lieber. Oder wenn sie uns abbrechen dann könnten sie ihn abhalten. Stimmt, ja, weil dann braucht man ihn nicht mehr. Dann. Genau. Weil ich ist ja auch die Spitze gebrochen leider. Aber eigentlich war er wie lang gewesen? Eigentlich war er 36 Meter gewesen, aber er darf ja sowieso nur 32 Meter sein, weil das riecht sich nach dem Kirchturm. Ah, ja. Ja, das ist ja krass. Wenn jetzt nicht ausgelöst wird, dann ist quasi, oder wird es zum Schandbaum, weil dann wird er schwarz angemalt. Und mein Gott, dann hängt man Hähner, Federn hin oder sonst was. Einfach, dass er scheiße ausschaut. Und der wird dann denen präsentiert, den er eigentlich gehört hat. Stimmt das? Ja, kann ja dann sein werden, dass er zerschnitten wird und anschließend die einzelnen Teile versteigert werden. Also je nachdem, auf jeden Fall ist es eine Blamage für die Gemeinde, die den Baum verliert. Ja, jetzt wird er versteigert wird, haben die anderen quasi nur einen Gewinn gemacht. Genau. Sauber. Also eins ist klar, langweilig wird es auf jeden Fall nicht bei der Woche. Erstens sind lustige Leute dabei, aber man hat auch viel zum Tun. Zum Beispiel, ja gut, die Rinden, die sind vorher schon runtergekommen. Dann wird er Covid und ganz fein geschliffen. Dann wird er grundiert, irgendwann angemalt und dann kommen die Tafeln dazu. Was ist jetzt das für eine Tafel da? Das ist vom Soldat- und Kriegerverein. Das ist der Löwe. Und das ist für die Böllerschützen die Kanone. Und wir sind jetzt da auf dem Baum das erste Mal droben. Weil vorher war der Baum immer voll mit anderen und jetzt ist was austauscht worden. Ja. Kommt was runter, das kommt drauf. Und das ist jetzt ganz neu jetzt. Dann habt ihr einen Haufen Vereine, ja? Ohne Ende. Ohne Ende in Unterföhring. Sehr gut. Über 50 Vereine gibt es da in Unterföhring und einer davon ist auch der Schützenverein. Und das Tafel, das machen wir jetzt da mal hier und der Andi, der hilft mir dabei. Passt. Seit Wochen haltet ihr jetzt Wache. Gibt es jetzt irgendeinen Trick, wie ihr euch wach haltet? Ja, freilich gemeinsam ein Bier trinken, Schafkopf fahren, geht alles schon nebenbei. Und trotzdem passiert es, dass der Baum gestohlen wird. Wie kann das passieren? Na, wenn es halt 5 in der Früh wird, dann wird man recht lätschert dann. Und wenn dann die Leute mal aufpassen, so richtig gut, dann kann es sein, weil die was da gewesen sind, die waren 60 waren es bestimmt. Dann hat man Schwierigkeiten, dann, dass man aus der Bude rauskommt.
Aber man kann doch den Baum jetzt einfach irgendwo zupacken oder so, oder? Ja, das kann man schon, aber die 60 Burschen, die heben da dein Auto weg. Da musst du schon mit dem Feuerwehrauto hinstellen, das können sie nicht ertragen. Die haben schmolzen. Ja. Ja, dann wünsche ich euch viel Glück bei der Maibaumwoche und natürlich beim Aufstellen. Mit oder ohne Gran? Mit Gran dann. Ist einfach zu schwer dafür, oder? Ja, das ist jetzt groß dafür, dass wir es ohne Gran machen. Ja, aber das kriegt sie schon hin. Und falls ihr wissen wollt, wie es mit dem Unterföhringer Maibaum weitergeht, dann klickt einfach auf den Link. Der Baum hat nämlich eine eigene Facebook-Seite. Macht's es gut. Servus bei der Ham in Bayern. Ich bin heute bei der Maibaumwoche in Unterföhring und zwar bei der. Ilse, Sandl, Robert und Michi. Genau, und was die Maibaumwoche bedeutet, das lernt ihr heute bei mir. Oder bei uns. So, Ilse, jetzt stehen wir vor der Rent. Die hast ja du gemacht. Ja. Mit lauter Fotos. Also, es ist quasi von Anfang an bis jetzt, oder? genau. Wir haben angefangen, wie wir einen Maibaum ausgesucht haben vom Trachtenverein, waren wir da im Wald, da hinter Freising. Und wie er gefällt worden ist, da ist er uns dann die Spitzen leider abgebrochen. Oh wei. Und dann beim Schäpsen, das haben wir mit den Burschen gemacht. Schäpsen ist quasi, wenn man drin wegmacht. Wenn man drinnen Gell? weggemacht, ja. Und dann die Fahrt nach Unterföhring und dann die Ankunft. Und dann haben auch schon ein paar Diebe da gewesen. Und das ja. haben wir alles da dokumentiert. Wenn jetzt der Baum geschlagen ist, dann wird es gefährlich. Nein, beim Schlagen noch nicht. Es wird erst gefährlich ab dem Zeitpunkt, wo er in Unterföhring ist. Ah ja, das heißt quasi, der darf erst gestohlen werden, wenn er in der Gemeinde ist. Genau. Sauber. Stein wollten sie 4-mal schon. Aber haben sie geschafft. Nein, Gott sei Dank Noch nicht. So, jetzt haben wir endlich am Baum. Wie lang ist jetzt der eigentlich? Der ist jetzt 28 Meter lang, wiegt 3 Tonnen. Sauber. Und ihr habt da extra was gebaut, dass der Baum quasi geschützt und trocken bleibt. Genau, das hat hauptsächlich die Feuerwehr gemacht, mit ein paar mit Unterstützung von ein paar Burschen. Haben sie das zum Teil vorher schon vorbereitet, bevor der Baum gekommen ist und danach noch fertig, dass er auch schön trocken bleibt. Und jetzt, wenn man mitkriegt, dass quasi der Baum jetzt